Damen und Herren, herzlich willkommen bei meiner Sendung dem Europa Live-Ticker mit Christoph Hansen. Als Mandat im Europaparlament geht so los ob ein Enzo. Wir hatten letzte Woche eine sogenannte Minisession, wo wir ein ganz wichtiges Dossier aufgestimmt hatten. Das war also die zweitletzte richtig Sitzungswoche. An der nächsten Woche sind wir zu Straßburg. Letzte Woche hatten wir hier zu Brüssel nach einer großen Diskussion, notamment über den sogenannten Mobilitätspakt. Und was geht es dabei? Du geht es Ströms für klare Regeln zu schaffen für den Straßentransport in Europa, für zu regeln, wie die Fahrzeiten sind von den Kamionschauffeuren und noch wie lange sie in den verschiedenen Ländern dürfen NRW sind. Bei mir im Studio ist heute der Georges Bach, als ein großen Expert auf den Transportfragen. Moin Christoph. Moin Georges. Und Georges hat effektiv über die letzten Jahre ganz viel auf dem Dossier geschafft. Und Georges, kannst du uns kurz erklären, was sich klar und die Regeln geändert hat für Kamionschauffeuren auf der Straße? Also für uns fängt also der Park an einem Park, da kriegt nie 100% Satisfaktion. Das wir haben hier einen großen Schritt gemacht. Natürlich so ein Kritiker, das ist nicht der große Wurf. Aber ich meine, es verbessert die Situation auf den Straßen, aber trotzdem bedeutend. Und zwar, wir haben erstens mal verhindert, dass es zu einer weiteren Flexibilisierung kommt. Weil während auch die Reglementation von den Chauffeuren natürlich wie lange sie verfahren, wie viele Pausen sie müssen machen, wie eine Zeit. Die wollten das noch weiter abmachen, natürlich noch mehr liberalisieren, flexibilisieren. Das tun wir mal angedämmt, das tun wir mal auf. Dann haben wir fertig gesprochen, dass der Chauffeur alle 4 Wochen muss heim an sein Heimatland, was ganz wichtig ist. Und wir haben am Anfang ein Urteil von der Europäischen von der Cour de Justice, was sagt, dass eine verlängerte Ruhezeit, also nicht eine tägliche Ruhezeit, auch nicht eine verkehrte, sondern eine verlängerte Ruhezeit von einem Weekend, dass denen nicht der von der Kabine verbraucht gehen, weil sie schon, wie gesagt, da wie die Nomaden hausen, aber weil sie wirklich keine guten Bedingungen haben. Das sind die großen Errungenschaften. Dann haben wir fertig gesprochen, auch den Tachograph, wie wir so in den Smart Tachograph. Das war vorgesehen, reicht 2034. Das haben wir bedeutend noch vorgezogen. Das wird 2021 angefordert, wo auch wirklich kann mehr genau nach kontrolliert gehen, auch grenzüberschreitend kann kontrolliert gehen. Und was auch noch ein wichtiger Punkt ist, die kleinen Lichtnutzfahrzeuge, die haben wir auch ab 2,4 Tonnen mal drauf bezogen. Wenn wir gesehen alle Leute, wir fahren alle Leute viel Auto, wir gesehen die Kamionetten da rennen, so nicht mal die keine Vorschrift in allein im Moment. Den Autos Führerschein dafür brauchen. Voilà, genau, und die auch keine längere Ruhezeiten kontrolliert kriegen und so viel. Und das ist bis jetzt ab 3,5 Tonnen, wo das Reglement der Kraft tritt. Wir haben fertig schon ab 2,4 Tonnen, dass die auch in Zukunft kontrolliert werden. Das heißt eigentlich eine bedeutende Verbesserung trotzdem für die längeren Ruhezeiten. Und natürlich auch viel mehr Fairness an dem Sektor, weil sie Unternehmen, die sich darin halten und anderen nicht. Und das führt zu unfairen Wettbewerbsbedingungen. Ja. Es war ein bisschen Wilden Westen effektiv in ganz Europa, weil du hast effektiv Kamionschauffeuren, die waren während Mainz die ganze Zeit auf der Straße, nie daheim. Und dann auch dementsprechend wenig geschlafen. Du könnt natürlich auch froh von der Sicherheit, die diese stellt. Ja, das ist ein ganz wichtiger Punkt, den du schnallst. Das ist so, dass wir ja so Sozialbedingungen haben, für uns jedenfalls eine Direktverbindung mit Straßenverkehrssicherheit. Weil ich hoffe, die schlechte Bedingungen hat, den mittags, den nicht in Pause kriegt, wie das vorgesehen ist, den ist mit und den ist nicht konzentriert. Es ist noch viel Druck von ihren Firmen. Natürlich. Druck natürlich. Und dafür Leute Sicherheit drin. Und dafür ist das auch ein ganz wichtiger Punkt für die Verkehrssicherheit auf der Straße. Und ja, in dem Moment, wir schaffen ja ganz viel darauf. Wir wollen 12 von den schwer Verletzten, wir wollen 12 von den Toten permanent reduzieren, was eine super Sache ist. Aber da müssen wir auch ganz konsequent bei so Dossiers sein, die direkten Abfluss darüber haben. Ja. Ich meine, die Sicherheit von Menschen, von uns alle Guten auf der Straße steht da natürlich am Mittelpunkt. Das war auch so, die Majorität, die wir hier im Parlament hingekriegt haben, war ziemlich knapp. Aber wir haben festgestellt, dass effektiv viele Leute aus den Ostländern, mir war auch Deputierten aus Spanien oder aus Litauen, die war extrem auf der Barrikade waren, weil hier Chauffeur natürlich immer viel mehr weit mussten fahren. Wir Leute mit Zentral an Europa haben mehr Chancen,
war das den Ost- an die Südländer ihre größten Problem, George? Das Problem ist, dass das waren die am Anfang länger an Trohezeiten nach weiter wollten flexibilisieren, weil sie ja schon Beispiel von Spanien oder von Irland, vielleicht nicht unbedingt so Polen oder Rumänien. Aber Spanien, die muss schon ganz Frankreich durchqueren, bis das dann eigentlich hier am Mitteleuropa ist, bis das kann hier am Bandenmarkt aktiv teilholen. Und dann wollte den natürlich die Zeiten extra Verrechnung kriegen, Derogationen kriegen, auch Tieren, die mit der Fähre rüberkommen oder mit dem Tunnel rüberkommen, wollten eigentlich, dass hier Konditionen richtig vergreifen, was sie hier am Markt sind, an Deal holen. Und das führt dann nicht dazu, das konnte man nicht tolerieren, weil ja die Bedingungen für die Chauffeur eigentlich zählen, und die gehen wenn den Betrieb verlesen, und die gehen nicht richtig wenn hier am Markt Deal hält. Und das war bei der längeren Ruhezeit mit der Fall, wo an einer Dossier, wie zum Beispiel Kabotage, auch noch wie die Taschen, war das ein riesiges Problem. Ich führe mich ein bisschen fest so, dass ein Ost-West-Konflikt, weil, wie gesagt, doch die dritte Länder aber trotzdem auch dabei sind. Ja. Dann also da war auch so schmengen am deren Transport zum Beispiel gedacht gesot deren der nicht so lang transportiert gehen. Du Hummer war schon strenge Regeln, dat maximal 8 Stunden in der transportiert. Gehen die Probleme sind aber ganz tags Kontrollen auf verschiedene Länder. Hummer auch auf verschiedene Länder, wo man kontrolliert geht, Velo zum Beispiel zu Lützeburg oder. Also wir haben ein Reglement, wo alle Memberstaaten sich drin zu halten hat, das heißt, Bewegungen innerhalb von seinem Land gehen erfasst an einen gewissen Prozentsatz davon, da muss er kontrollieren. Und das ist natürlich, das sieht alles gut in Papaia aus. Die Kontrollen fanden nicht mehr mangelhaft statt, von Land zu Land unterschiedlich. Und zweitens, also durch eine Materie, die ganz schwer zu kontrollieren ist. Die aktuelle Gesetzgebung hat ein paar die Unklarheiten, ein paar die Lakunen, die Hummerlob probiert zu beheben. Und zweitens also so, dass wir uns auch nicht mehr genug gehen, alle guten Memberstaaten. Das heißt, von 12 von den Kontrolleuren auf von der Kontrolle selber als nicht das, was am Reglement 4 gesehen ist. Und das ist auch ein grosses Problem, den wir abgeworfen haben, und den wir wahrscheinlich mit der Aufhebung von dem intelligenten Tachograph, das heißt, wo alles erfasst wird, dadurch auch wahrscheinlich wird besser gehen. Können wir den Problem beikommen. Wenn wir Transport schwätzen wir natürlich auch über die Umwelt. Ich meine, auch ein Kamion, die fährt, die produziert Emissionen. Wir müssen also auch gucken, dass eigentlich so man wie möglich Idle-Kamion auf den Straßen fahren. Du könnt dann den sogenannten Kabotage ans Spiel. George, kannst du also leider erklären, was der Kabotage ist und was sich ändert mit der heutigen Proposition? Ja, der Kabotage ist am Anfang angefangen ging 1996 für, wie gesagt, wenn ein internationalen Transport gemacht wird, das soll nochmal von Warschau auf Berlin. Dat die kam ja net vu Berliner op Warschau muss Eidel zurückfuhren. Wie se sees fir d Umwelt ein Desaster wär, wann dat oft der Fall wär. Und dort das gesot immer wann den zu Berlin ass, dann derf den an dem Land derf die Bannen 7 Dch 3 verschiedene Operationen machen, dat der Wenke Berlin, Stuttgart, München an dann muss heben. Dat huet awer auch zu ganz viel Unklarheiten geführt, wenn ihr als Kabotage umgegangen, wenn ihr den abgehalten, dann hunn se Deel belöden, Deel entlöden an se Virun. Et wo se nämlich genau woher hat den internationalen Lobber, wo geht Kabotage un? Da hummer die Regeln ganz klar klar gemacht, an ortischen Tachograph sich in Zukunft verbessern, auch verbessert kontrollieren. Wir haben auch, dass die Strukturen, die sie bis jetzt abgerichtet haben, mit Briefkosten, Firmen und so weiter, das heißt, auch das also an einem extra Reglement, die wird die Kabotage festgehalten gehen, auch viel mehr klar determiniert gehen, für das nicht mehr kann Entreprisen sich wirklich Strukturen aufbauen. Wie gesagt, über Briefkosten Firma für denen Reglementer zu entgehen, aber für dann natürlich nationale Märkte so mal alles aufzugrasen, weil wenn ihr aus einem Land könnt, dann teilt ihr aktiv in dem Markt teil. Das ist ja für die einheimischen Transporteure, das hat ja eine unfaire Konkurrenz, und das geht just darum, für das zu unterbinden, das meine ich, das macht fertig. Das heißt, an der Vergangenheit sind unter dem Deckmäntelchen vom Kabotage viele Sachen getrieben, die nicht so ganz proper waren, wenn zum Beispiel du so eng polnisch Entreprise, die dann zum Beispiel hier Kamion aber en Permanenz an Deutschland vorgelost hat, ohne dass sie einfach zurückgehen.
do hunn eng deloyal Konkurrenz. Voilà, dofir verlangen Morlo die sogenannte Cooling Offhas fir de Schoffer an wo fir de Kamion, dat déi no enger bestimmter Unzuuel vun Aktivitéit noch muss Träger an der Themisland goen. Dat ass den E-Punkt an den anderen Punkt, dat effektiv die Regeln, dat déi wie schon ugangs gesot hun, dat déi Lomé och besser kënne kontrolliert ginn. An huet sich och zuuel huet sich auch gewissen, dat hicht vun hun dat déi die hoier so Geschäftsmodell entveckelt. Die net eng Polen, Jo als baltisch Länder, Slowakei, die hunn dat zu hirem Geschäftsmodell entwickelt, wie mir och als Modell hunn das net ganz fair. Sie muss lo gesinn, dat sie dodurch awer den einheimische Betrieber onheimisch Konkurrenz man a Frankreich ginne zuelen, wo Betrieber opgehalen hunn, weil se einfach keine Chance mehr hunn oder Betrieber, die auch so Strukture gründen, und dann können auch mal so Preis, aber so eng Sozialdumping dann auch können mat halen. Dat kann ja net de Sinn sinn an dadurch wie gesagt die verschärfte Regeln. Ich mengen die gesieht mir uneffektiv du hätte vielleicht kleine Schrott gemacht, wenn man war gesinn, wat man alles eigentlich gehen für Sozialdumping mir auch für dem, weil an dem Hypark hikrit hun ass awer viel geschafft ginn. Mi holo die echt Lesung ha am Parlament aufgeschloss Heimer da wie gehtt lo weiter, das natürlich schlussschwéier nach Appppes hinzekreen ënner diesem Mandat vom Parlament. Ja, das ist richtig. Ich meine, bis zum Schluss wo ja auch Kräften versicht, dat mir keine Meinung immerem vum Morde du Jour aufgeholt, immer am Transportausschuss. Und die ganze Prozedur huet dazu gefordert, dat et lo awer wirklich in extrem ist dazu kommen, dat man konnten aufstimmen. Am Joweis Meinung de Conseil huet seg Meinung schon last Jahr am Oktober. Die berühmten Trilogverhandlungen werden lo leider net mehr aufhängen. Du war im Moment gedurcht zu schenken ze gesinn fir sich auszutauschen. Mais die rumänische Präsident hat gesagt, dass das praktisch unmöglich ist also an den nächsten 6 Wochen. Das ist wie gesagt dann eine Aufgabe für das neue Parlament zusammen mit dem Conseil, wo es natürlich ein paar Knackpunkte gehen, weil wie gesagt die Länder da aber Werte probieren für ein bisschen zurückzuhalten, aber das dann für die Nachfolger, wie du bist, ist das dann eine Herausforderung, die sich gut geht. Vielmals merci Georges. Es war auf alle Fall wichtig, dass man das nach durchkriegt haben, weil sonst hätte die nächste Kommission theoretisch den Dossier können zurückwerfen. Das haben wir Heimer da verhindert. Vielmals merci Georges. Ich meine, wir können auch an dem neuen Mandat werden wir auf den Dossier schon zu schwätzen kommen. Wir haben noch auf unserer Liste Kandidaten drauf, die an dem Bereich schon Erfahrung haben und die Sache studiert haben. Und ich bin überzeugt, dass wir den dritten Dossier auch gerade so gut und positiv begleiten werden am nächsten Mandat. Georges, wie du das gemäht hast. Vielmals merci. Vielmals merci auch für die Nullausstören und hoffentlich bis geschwind beim Europa Live-Ticker mit Christoph Hansen.